ich verstehe aber Position, ich kann nur dummer dann nicht direkt abverstanden sehen oder ich vertreten eben besonders, ich kann das aber irgendwie verstehen, die Position. Ja, absolut. Aber was Männer anbelangt, sind wir das allerletzte Schlusslicht, die Tom partiell nachholen. Am Schluss sind wir 50-50. Das ist 50% Mammen, 50% Pappen, die den Congé parental wollen. Gungenpai, das knallhart, das ist oft so und das ist vielleicht nicht immer der Einzige, das ist nicht das Wichtigste am Leben. Wie wenn du dann gut Arbeitsleser viel schaffst, dann musst du auch dementsprechend Pai kriegen. Wenn der Entreprise gut geht, da geht die Leute gut. Wenn die Leute gut geht, da geht dann natürlich auch der Entreprise besser. Kann ich jetzt nicht schief gelaufen. Kann ich gucken, was für was sind wir immer die anderen Rosen und so. Wir kommen gucken nur vier, mehr Position über Züge, wie du siehst, schwarze. Ich begrüße dich ganz herzlich bei unserer ersten Kaffeespause, das der neue Podcast von der Demokratischen Partei, wo wir werden in Zukunft gucken, für Inviten zu holen, interessante Inviten, mit denen wir vielleicht über Sujet schwätzen, über die sonst nicht so mit nicht schwätzen. Es ist eine Frau heute, Nora Back, zu begrüßen. Nora kennen ich am Anfang just professionell, das ganz rar zu Lützeburg uns noch nicht kannt, eher dass wir eben an unsere jeweiligen Funktionen waren. Und dafür eher ich dann das Vierstelle, weil ich meine, das sollte man aber unbedingt machen. Die echt froh direkt dann, ich fallen dummer dir an Haus ran, für bei NoGBL schaffen zu gehen. Weil den du einfach auf einen Platz, die irgendwie an der Zeitung ausgeschrieben hast, oder hast du den Kannerdram gewirkt für eine Gewerkschaft zu gehen? Nee, am Anfang also den ganz normalen Platz, wo ich mich gemeldet habe. Ich schon zu Brüssel studiert, dann ich schon Psychologie studiert. Ich hatte direkt eine Spezialisation an der Psychologie du Travail gemacht. Das hat mich am meisten interessiert, wie sie das Verhalten von den Leuten auf ihrer Arbeitsplatz. Weil ich aber denke, wir sind die meisten Zeit von der verbringen auf der Arbeit. Und dann muss man wirklich gucken, dass es so gut geht. Und da hat mich interessiert, so ein bisschen de bien-être au travail. Für was sind Leute unwohl an ihren Arbeitssituationen? Wie sind die Relationen auf der Arbeit? Und ich habe aufgeschlossen, das Studium, dann habe ich ein bisschen zu Brüssel geschafft, ein bisschen zu Lützeburg geschafft. Dann habe ich mich beim OGBL gemeldet, aber nicht, wie ihn sich überall meldet. Das war schon eine ganz, ganz starke Hoffnung, dass ich da auch geholt geht. Ich habe mich aber bei einer Annonce gemeldet, dann sind sie ganz froh, da geholt zu gehen. Du hast eine mega Karriere gemacht. Du warst ein Exekutivkomitee, kommt 2014, war da dann logisch der Chef vom OGBL. Du hast eine Zeitung geschrieben, du wärst die mächtigste Frau von Lützeburg. Muss ich darüber jaloux sein oder muss ich echt da just de contraire vielleicht froh sein, dass ich das nicht sehe? Überhaupt nicht. Ich meine, das ist stellvertretend für alles. Ich war selber überrascht, als ich den Titel gesehen habe. Ich habe gedacht, das ist ja nicht richtig. Wie soll ich von so vielen Frauen, die heute auf wichtigen Positionen sind und auch überhaupt, die wirklich eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen, und dann ist es ja am Anfang übertrieben selbst so. Und gleichzeitig gesehen ist das eine Riesenanerkennung für die Gewerkschaftsbewegung insgesamt, auch für die Frauen allgemein. Ich meine, das ist wirklich schön, aber zu sehen, dass sie dann an so einer Zeitung auf der ersten Seite die Anerkennung kriegt als Frau. Ja, also gehst du noch viel auf dem Terrain. Wie ist das, wenn du schätzt, so viel von Frau als Frau eben unerkannt zu sehen? Und auch, ich meine, wir haben die letzten Jahre ganz viel über Work-Life-Balance geschwärzt, mit Congé parental und so weiter und so fort. Wie spürst du dann den Terrain am Moment an den Betrieben oder überhaupt nicht nur an den Betrieben, auch beim Stadt? Wie spürst du da am Moment halt zuletzt die Ambiance von den Leuten hier in Alltag? Was sind die Probleme? Also du hast gesagt, ich habe beim OGBL geschafft, am Anfang nicht direkt in der Geschäftsführung, ich bin mein Vedo gegangen und ich schon ganz viele Jahre geschaut an einem spezifischen Berufssyndikat. Das heißt, wir sind so eine Berufssyndikate aufgebaut, in einer sozioökonomischen Sektoren. Und ich war zuständig von Anfang an für den Gesundheits- und Sozialsektor. Aber wenn du sprichst, wo bist du im Terrain, das ist mein Daheim, das ist mein Terrain, da bin ich wirklich nur bei den Leuten. Und da habe ich viel von den Leuten gelernt, und da gesehen ich, wo du schon trägst, wo es nicht gut lebt, aber auch was wirklich die schönen Werte und die Reichtum von den schaffenden Leuten ausmacht, was die wirklich bewegen und was die ausdrücken, und das ist wirklich schön zu sehen. Tisch der Hummer, das weißt du, große Matcher gemäht, und wir haben uns viel auch müssen durchsetzen, wir haben für den Kollektivvertragskonflikt gemäht, wo wir auf der Straße waren, und da ging es konkret die Interessen von den Leuten, von den schaffenden Leuten und ihren Familien. Gingen Pai. Das ist knallhart, das ist oft so, und das ist vielleicht nicht immer der Einzige, das ist nicht das Wichtigste am Leben. Wenn du dann gut Arbeitsleser viel schaffst, dann musst du auch dementsprechend Pai kriegen. Ging auch um die Arbeitszeiten, ging auch um Work-Life-Balance, ging um das Wohlbefinden auf der Arbeit. Wenn noch jemand an den Streik kommt, an der Maison des Fahren, du hast doch manchmal nie auf der Pai und erster Stelle Anerkennung.
gegangen und Wertschätzung von denen Leute an ihre Betriebe, von ihren Patronen, von ihren Direktionen, von ihrer Hierarchie, von der Gesellschaft draußen. Ich meine, das war auch, das ist die Leute auch wichtig. Was ich mich immer freuen, wenn du Gewerkschaftler bist, du hast dann aber auch Momente, wo du aber siehst, ich verstehe aber auch die andere Seite, ich verstehe aber auch Patronen, das sind aber auch die, weil es Leute, die ganz viel schaffen, die für die keine Stunde zu früh, keine zu spät, dass die sich am Anfang wirklich auch drücken. Ich meine, das wie überall, gehen der eine an der andere, aber sieht den aber auch eins, ich verstehe aber die Position, ich kann nur dummer dann nicht direkt abverstanden sein oder ich vertrete neben der Besonders, ich kann das aber irgendwie verstehen, die Position. Ja, absolut. Humor. Ich denke, und das ist ein gut froh eigentlich an diesem Moment, weil ich meine, dass Gewerkschaften halt zu Lützeburg Patronat auch, aber dass das ob dem die soziale Frieden, den aber besteht, also in den meisten Zeiten, darüber beruht, dass jemand nicht schwätzt und dass ihn den anderen versteht. Und ich gehe noch so weit, dass auch die andere Seite alles oft versteht. Und wir haben das auch Kollektivvertragsverhandlungen oder auch Konflikte sogar, dass die andere Seite sagt, ich verstehe, was du willst, wir können nicht. Und wir wissen auch, dass nicht immer alles geht. Und ich meine, natürlich schon die Sensibilität, auch für eine Entreprise, auch für die Chefentreprise, wo ich sage, das heißt du nicht mehr dran. Und dafür finden die Kompromisse. Und dafür sich die Lesungen und dafür dialogieren den und dafür schwätzen man den. Leider ist das auf nationalem Niveau, muss man so sagen. Ein bisschen schwierig an diesem Moment. Ich meine das ja ich dann nicht. Ich meine, dass das sich nicht alles wird testen. Ich meine, leben wir nicht, aber auch ein bisschen an einer Zeit, anschließend werde ich schwätzen, wo immer alles direkt ganz, ganz heiß gekocht wird. Von uns alle Guten. Die auch von mir, von dir, von der Gewerkschaft, vom Patronat, von jedem Verein, auch politisch, wo alle Kleinigkeiten direkt ganz heiß gekocht wird, sodass man Molenke eine kleine coup de tête oder coup de gueule und sagt, das will ich schon nicht mehr, dass dann direkt wochenlang just nach darüber geschwätzt wird am Platz, aber dann über den Funk von den Sachen zu schwätzen. Am dann ist darüber zu schwätzen, was hätten wir gerne für unsere Entreprise, was hätten wir gerne für die Leute, die an der Entreprise schaffen, weil finalement geht der Titel und dasselbe. Wenn der Entreprise gut geht, dann geht die Leute gut, wenn die Leute gut geht, dann geht dann natürlich auch der Entreprise besser. Wenn ich gerne schaffe, können sie viel mehr produktiv, zu denen eine bessere Zeit auf der Arbeit, das Frieden sich auch nach für auf der Arbeit zu kommen. Nicht? Und zum Beispiel Menge Leute früher immer gesagt, ich will keine Medien haben, weil wir verbringen mehr Zeit mit unseren Arbeitskollegen, wie mit unseren Leuten hier. Und dafür ist die Ambiance an den Betrieben ja so wichtig. Es ist nicht so, dass man heute aber alle gut ein bisschen überreagieren, wenn man ein Kirin etwas sieht am Platz, dass ihr seht, okay, nicht einen schlechten Tag oder das wäre dann eben nicht so gemeint, dann schon dann Akt oder es ist nicht einfach so, dass man alle ein bisschen susceptibel gesehen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das heißt einfach ein wichtiges Thema, meine ich, wo ein Nerv getroffen ist von den Salariaten und seinen Vertretern, weil das ist schon ein Bruch, mal das ist ganz wichtig. Du einfach zu so, Passant, komm, es war einfach ein schlechter Moment. Das ist schwierig. Zumindest von der anderen Seite nicht am Gang ist zu weisen, dass da die irgendwie bedauern oder das in einer Richtung geht. Also ich schon mal den Nicola Büg im Radio gelauscht, der Samstag hat das nicht so geklungen am Background. Und ich schon noch auf andere Plätze erlebt und noch auch andere Patronatsvertreter gelesen, erlebt oder gelauscht hat. Und da hat das nicht so geklungen. Wir sind immer bereit, aber zu sagen, komm, wir gucken auf hier, wir machen einfach nur Tabula Rasa von allem, was geschieht da ist. Schon dem Nicola Büg dadurch selber schon ein Gespräch gesagt, komm, wir machen nur nicht mehr die Vergangenheitsbewältigung. Da muss man dauernd drüber schwatzen, was das schief gelaufen ist. Für was sind wir ihm und dem anderen Rosen. Also, wir kommen gucken auf vier, wir versuchen über Züge, wie es zu schwatzen. Und ich hoffe, also ich will just so von Mojibella, das ist das absolute Ziel, gell? Ich hoffe, dass das noch machbar ist. Und ich gebe mir wünschen, und wir sind absolut bereit. Wenn das Ganze inhaltlich kann diskutiert gehen, an dem Kontakt, an dem Kader, wo wir eben da waren, vom Komitee Permanent du Travail l'Emploi, sind wir direkt die erste dabei, ja, wir sind froh, wenn es kann lernen. Kann ja nicht alles an dem Gremium diskutieren. Ist das nicht auch so, dass unabhängig von der Position von einer Person, die Leute, wo die Chemie direkt stimmt, wo ihr seht, hey, mit dem habe ich aber Lust zu verhandeln und mit dem habe ich Lust, Pferdklauen zu gehen. Und den anderen, da stimmt die Chemie einfach nicht. Auch an seinem Betrieb, vielleicht auch intern bei ihr, intern bei uns. Also nicht so, dass aber ganz viel auch in den Menschen hängt. Und dann hast du auch motiviert sprangen für zu sagen, hey, komm wir mal eine Abstraktion, komm wir lernen uns an einem anderen Kader kennen und dann haben wir vielleicht auch aber das, was stärkt von Lützeburg ist, den wir
mir direkten Droh zu nehmen, wir können uns vielleicht aber mal ein mir direkt rufen, für etwas zu klären, ohne dass direkt riesen Eisbiersch über dann inner dem Wasser geht. Was das nicht aber auch ein stärkt für Lützeburg stand, dass in der kann man dann über sein Schild sprangen, wenn Chemie vielleicht denke ich mal nicht so stimmt. Also das stimmt, das ist auch meine persönliche Schätzung, dass das oft so Konfliktsituationen, also oft das Problem von Kommunikation. Vielleicht leidet die auch eine Menge Ausbildung oder so. Ich denke oft, dass so vieles am Leben als zwischenmenschlich. Das ist einfach, dann hast du ein Problem, wie es ist, die Leute, die nicht nie können, und dann verbuchen sie sich auf Positionen, und dann bin ich mal knallen da zwei sture Positionen ablehnen. Dann muss ich als Gewerkschaftlerin, kann ich das ja ganz gut. Wir sind alle gut, und dick haben auch stur. Natürlich verteidigen wir als Position, da lassen nicht da Druck kommen. Und dafür wesen auch intern an eigenen Gremien, und auch an Delegationen und so, du hast einfach Charakter gehabt. Und du hast Leute, die oben nicht prallen, dann hast du gehen Meinungen dann mal ausnehmen. Dann ist sie effektiv der Meinung, dass ich vieles kann lesen, wenn die Kommunikation über mir versachlicht, wenn ich vielleicht irgendwo droht, für sich zu nehmen, zu fangen. Hey, immer ein bisschen weit. Da geht ja nicht um zwei Leute, die sich nicht eins gehen. Hey, ist ja wirklich, das ist eine ganze Assoziation von Leuten, die stehen alle Guten zu der Meinung. Die gehen Gewerkschaften oder die nicht der Meinung sind wie Gewerkschaften. Dafür weiß ich nicht, ob den heute Problem nur dummer da kann gelöst gehen, dass sie sich sieht, hey, komm her, gucken nur, ob einer zwei Leute, die Assoziation vertreten, Gemeins gehen. Das weiß ich noch nicht. Also ich bin nicht ganz nur dabei, ich habe nicht die Impression, wie wenn Leute nicht gegen uns gehen, weil ihnen aber hören, dass die Einzelmann schwätzen, wieso der Teil kein politisch Tableau sind. Ich spange mal einfach auf ein anderes Thema. Wir sind total d'accord. Work-Life-Balance an was brauchen wir heute? Das den bei den Entreprisen, also das ist ja so, das den auch an Interviewen, das den an den Pressekonferenzen, dass am Anfang keine Leute genug findet. Der Staat findet nicht genug Leute, bei der Polizei finden nicht genug Leute, nicht genug Gister, nicht genug Enseignants, nicht genug Infirmiers, nicht genug Soignants, nicht genug Handwerker, nicht genug Wanderer. Bref, an all den Bereichen finden am Anfang nicht mehr genug Leute. Das heißt ja auf der anderen Seite, dass Salarien an der ganz flotten Situation sind, dass sie hier Konditionen können stellen. Und das hören wir auch immer mehr, dass an Vorstellungsgesprächen nicht den Patron sieht, was er gerne hat, mit den Salarien sieht, was er gerne hat. Ich will so viel Prozent schaffen, und ich hätte gerne so viel Teletravail, und ich will so viel Work-Life-Balance. Wie siehst du das Arbeitsleben von heute? Hat das nicht aber extrem geändert bei den Leuten? Ja. Definitiv. Ich meine, dass so viele Herausforderungen gehen. Durch den Arbeitsmarkt, also in seinem ständigen Wandel in einer Zeit und auch in der Zukunft wird er kommen, das wissen wir alle. Und da so eine Wandel, die relativ sehr passiert, dann heftig ist in den großen Sektoren mehr trifft, an anderen Sektoren Männer trifft, den verschiedene Arbeitsplätze mehr trifft, an anderen Arbeitsplätze Männer trifft. Und ich meine, die ganze Wandel, an dem wir leben, den hat direkt Reperkussionen natürlich auf die Gestaltung von den Lohn- und Arbeitsbedingungen von den Leuten. Ja, nicht nur negative, auch positive, weil in Haut aber mehr auch mit digitalen Moyen mehr kann vielleicht von daheim aus schaffen oder eben mehr flexibel kann schaffen. Dann eine Question qui fâche, Flexibilität. Muss ihn da nicht aber vielleicht ganz neu gehen, Flexibilität von Arbeitszeiten, weil sie ja immer von den Salarien, ich ging gerne mehr flexibel schaffen, ich ging gerne zum Beispiel an der Schulvakanze viel Männer schaffen, mehr dafür außerhalb von der Schulvakanze vielleicht mehr schaffen oder, dass ich kann vielleicht mehr sammeln von Stunden oder von dich also wir können die eng Periode mehr an die anderen Männer zu schaffen oder war mehr müssen wir bei der Entreprise also Männer müssen wir bei der Entreprise wir sind doch nicht aber einke ja mal die Diskussion mi bret opmachen für jeden das heißt nicht nur für Patron mehr auch für Salarie weil das schenkt aber ein richtig Mann zu sein. Ja, ich meine dadurch, weil ich meine, das wird immer so als mit der Patronatseite, also nein, das Wort oder das Based Wort von der Flexibilität, das ist ja am Anfang eine abstrakte Definition oder ein abstrakte Wort gebraucht, weil jeder versteht aber sagen nicht in der Flexibilisierung. Und wir als Salarisvertreter gesehen, das ist ein absoluter Avantage. Und wir können uns vorstellen, dass meine Flexibilisierung von der Arbeitszeitgestaltung ist so ein Sens large. Und das geht von bis an der Arbeitswelt, wann das
und du kommst dann rum, ich will es gar nicht mehr, ich muss auf das Thema zurückkommen, wann das am Dialog passiert, wann das am Moderne passiert, oder wann das der Kollektivvertrag passiert, aber nicht eben gegen das Salariat. Kann da nicht eine Entreprise dezidieren mit ihrer Delegation ohne Kollektivvertrag, dass sie sich aber eins gehen? Nee, kann sie nicht. Das ist etwas mengen, was wichtig ist, dass die Leute das noch verstehen. Ein Salarié ist in einer hierarchischen Relation mit seinem Patron und ist in einem ganz anderen Kräfteverhältnis, in einer Verhandlung mit seinem Direktor, wie wir das für machen. Weil wir haben die Unabhängigkeit als Gewerkschaft. Das kann aber die Entreprise nicht. Wir können ja die Leute, die an der Entreprise schaffen, die heißt ja oder so. Und so funktionieren Gewerkschaften. Wir funktionieren durch Solidarität und durch das Kollektiv. Weil wir haben ja den direkten Droh zu den Leuten um Terra, dass wir als die Experten sind, die alles so in heilagischer Weise im Betrieb wird gut und so zu schaffen. Aber wir haben mehr Pouvoir an der Negociation. Weil wenn ich als einzelne Salari mit meinem Patron negoziere gehen, dann ich meine, du weißt, können ganz viele Leute das aber bestätigen, ist das eine ganz andere Aufgabe, wie wenn ein das für uns möchte. Weil den auch immer nicht, dass Leute so, wir kennen aber unsere Entreprise am besten, und wir wollen am Anfang für uns mit unserem Patron zusammen negozieren, was für uns soll Sinn am Betrieb. Das heißt, die noch da, die zwei Cent Kloschen, das ist nicht immer, wo du noch gejaut wird, dass das global gemacht wird, mit einer Entreprise, wo das ganz gut, wo den Dialog sozial intern extrem gut funktioniert, aber trotzdem. Ich kann das nicht. Weil ich kann die Leute, die gewerkschaftlich organisiert sind, und die sind nicht vielleicht gewerkschaftlich organisiert, weil sie genau wissen, dass sie an der einzelnen Negoziation Männer pur 100 Männer weit können kommen, wie wir mehrere mit den Leuten machen. Von wem ich das aber erkennen, das ist von Patron, die mir so, ich kann eine Menge Leute am besten, halt du dich hier raus, ich gehe mit Menge Leute ins, und ich kann der Patron, und ich will nur nicht, das geht immer schwarz auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Mich kann der, die sieht, ich gehe mit Menge Leute sehen, wir brauchen halt keine Gewerkschaft, und die rief sich Leute an die Büro, und die gesagt in der Feier an, und die satzt in der Druck, und Leute, die sind auf ihr Arbeitsplatz so gewesen, und die fangen an, eben intimidiert zu sein, und da vielleicht auch anzugehen, weil sie Angst haben, weil sie um ihr Arbeitsplatz aber auch besorgt sind. Wenn man an einer Zeit leben, wo der Salarié sein Patron kann raus, ist schon nicht das Patron des Salarié, weil Chemie genug Leute findet, meine ich, sind wir da vielleicht ein bisschen an einer anderen Diskussion. Es sind vielleicht doch Sektoren und Betriebe, die sich so Kollektivvertrag überhaupt nicht leisten können, ja, dass du eben wann sie Kollektivvertrag müssten schreiben, da gingen vielleicht auch Arbeitsplätze dann verschwonnen, weil sie sich dann alles nicht mehr könnte leisten. Da war ein bisschen noch vorgelöscht. Das will ich schon nennen, und das will ich mehr nennen, das ist ja ein Ziel bei der Sache. Ich meine, das ist aber sektorübergreifend, dass es eben nicht besonders ist, von denen lang mit seinem Patron der Negoziation, so gut, wenn er noch eine gute Relation hat und sieht, sind halt nicht so leicht zu setzen. Wir sehen aber schon in direkten, ja, de Subordination. Man kann ja. 26 Congé, Mindestlohn, das ist aber zum Beispiel schon, das ist auch ein Kollektivvertrag von geholt. Ja, du wolltest da ein Beispiel gehen, effektiv, das sind so kleine mittlere Entreprisen, wo es schwierig ist, eine Kollektivvertragsverhandlung anzutreten, weil der Patron das dort nicht sieht, wir haben absolut gut keine Margen, aber du hast mehr Kollektivverträge, wo quasi da dran steht, was am Gesetz steht. Und da seht ihr das mit der Brauch das ja nicht. Ja, aber du hast aber mal einen Akkord, den einfach eine Homogenität von der Behandlung von den Leuten garantiert. Weil wenn ich an einen Kollektivvertrag stehe, hat jeder einen Mindestlohn plus X, dann gilt das für alle guten Leute, und dann ist es nicht den EG, dann ist es nicht der Latitude, das ist nicht der Gain, den das ist Modern, wir haben einfach etwas Transparentes, Objektives. Und auch von da ist nicht große Errungenschaften garantiert oder neue Avancées par rapport zum Code du Travail. Haben wir einen Akkord, den das mit einem Sozialpartner verhandelt gehen, und die garantierte Leute, die das mal nicht ernst ist. Ich meine, die Leute haben ja einfach garantiert, dass sie Mindestlohn auf Manns kriegen, weil der das gesetzlich festgelegt, jeder muss ja ein Gesetz halten, und noch de Congé als ja auch gesetzlich festgehalten. Ich will eigentlich auf Work-Life-Balance zurückkommen, weil wir auch am Anfang von Fragen geschwärzt von Münlo an der letzten Legislaturperiode die Congé parental reformiert. Das war, muss ich wirklich so, für mich eine von meinen größten Herausforderungen, weil ich über 10 Jahre schon dafür gekämpft, für das wie flexibel zu kriegen, für die Congé parental wie flexibel zu kriegen, weil Pappen immer gesagt haben, ja, aber ich gehe auch gerne Congé parental, weil mir das mal zu viel rigid, 6 Monate ganz oder 12 Monate Halle, wenn da kannst du das nicht leisten, man Prä und so weiter. Dafür
Am Schluss immer 50-50. Die 50% Mammen, 50% Pappen, die den Congé parental wollen. Du bist noch relativ jung, dann hast du sicher an deinem Entourage ganz viele Leute, die vom Congé parental profitieren, die kleine Kinder haben. Was hörst du so von der Work-Life-Balance respektiv auch nur im Congé parental organisieren sich ein bisschen ernst als wie viel drin? Ja, absolut. Ich meine, das ist wirklich ein großen Durchbruch da passiert. Du weißt, dass wir schon mal darüber geschwärzt an unseren Funktionen. Wir haben natürlich Bedenken, wir so noch das nicht alle Betriebe, wo das möglich ist. Wir wissen dadurch, dass auch nicht alle Pap kann holen, dass es doch nicht möglich ist für jeden. Und dass es auch da noch viel Fragen abwerft. Dafür sind froh, wenn wir Bilan mal können sehen, wie es dann effektiv das geschieht an der Praxis. Aber das ist egal, wie etwas Positives da passiert, das ist positiv Zeichen schon egal, wie für die Frauen. Weil auch die Männer Möglichkeit mehr gehen als auch sich in Kanalzählung zu kümmern. Und ich denke, dass es noch genutzt wird. Also so als man mich fragt, in meinem Freundeskreis, im Umfeld. Und ich will auch so, wenn etwas mal gut ist und so, weil wir dann auch immer durchstehen als die immer meckern und nicht zufrieden sind und so. Der tut einen Schritt in die richtige Richtung und das ist absolut Fortschritt für als Gesellschaft insgesamt. Naja, apropos Fortschritt, was sprengt ein Thema, wo wir uns bestimmt sicher einig sind, dass das von den Frauen, dass sie nicht auf eine Unabhängigkeit geraten, dass sie sollen selber auch eben unabhängig sein par rapport zu ihrem Partner, wenn der denke gegen an Brüsch gehen oder auch nicht, einfach die Unabhängigkeit tun. Wie hältst du all die Kritiken ab von denen, die so die Mom gehört aber bei Kant, sonst ja der Pap auch am Anfang geholt, die zwei Eltern erkannt hat, eine Mom und ein Pap, und Kant braucht auch Mom und der Pap. Wie gesagt du dann an der Welt von heute, wenn wir für Work-Life-Balance schwätzen, neben der Fett, dass vielleicht Mammen bisschen Männer schaffen mit Pappen auch, das ist das an der Koppel, das aber nicht mehr gerecht verteilt, als wie das für 20 oder 30 Jahre der Fall war. Das ist richtig und das ist eine wichtige Gesellschaftsentwicklung. Wir haben auch, wir machen ja, ich schätze ein bisschen für die Chambre des Salariés im Moment, machen wir ja all Jahr also Quality of Work Index und da müssen wir ja, da versichern sie müssen, was die dort Aspekte anbelangt an der Familie. Da stellen wir fest, dass Pappen effektiv mehr responsabilisiert sind und sich auch dort dann neue Herausforderungen stellen und du hast aber ein bisschen wie Negativbeispiel als ein Temps partiel zu Lützeburg. Wir sind europäisch nicht die schlechtesten an dem Gebrauch von Temps partiel. Aber was Männer anbelangt, sind wir das allerletzte Schlusslicht, die ein Temps partiel nachholen. Gibt das bei mir gemacht, Congé parental, dass die Männer, die de Congé parental 80%, also 20% Congé parental 80% schaffen wollen, dass da ganz viel auch Donno darum denken, für mit ihren Patron zu schwätzen, für bei dem Modell zu bleiben. Ja. Das ist auch der Congé parental incitiert, dann fangen an die Richtung für zu sagen, okay, ich will nicht einen halb schaffen, mehr 80%, das heißt, in der Woche bei meinem Kind sehen oder bei meinen Kindern sehen, das will ich aber auch über den Congé parental, weil wenn die zwei, zum Beispiel die zwei Partner 80% schaffen, dann haben sie ja 2 Tage in der Woche, wo sie bei ihren Kindern sehen, und sind aber am Anfang 160% Revenu, wobei wenn ganz schafft, dann gut nicht, dann ist natürlich eng an der Sache. Dann ist es ja. Aber cool, also das wäre natürlich gut, wenn es so weit kann gehen. Ich meine auch, dass die Succès, den die Congé parental hat, dass dadurch darauf hinweist, oder das eine Forderung von Mojibel so, da war halt passt dahin, dass man in einem Leben, wo man bei einer Arbeitszeitreduktion hinkommen, eine bessere Präsenz hätte von den Problemen. Weil da könnte man mit vollem Lohn als gleich Männer schaffen und da gäbe mehr Pappen, da sind überzeugt, auch mehr Zeit mit der Familie allein können verbringen, dadurch, dass sie Männer schaffen. Ja, ich meine, ja, dass Frankreich die 35 Jahre ein absolutes Fiasko waren. Das ist dann auf dem Punkt, die überhaupt nicht Dienst kann ich meine, zu den verschiedenen Perioden am Leben. Zu den Perioden am Leben, die Lust mehr zu schaffen. Also es ging mich wundern, wenn du immer auf 40 Stunden just vorfährst. Das ging mich ein bisschen wundern, so wie ich dich ausschätzen, meine ich, was du schaffst du auch mehr. Und du wirst ja heinst du sogar gestraft, und ich ging so, nee, du kriegst für 6 Jahre kein E-Mail mehr, dein Handy funktioniert nicht mehr, du hast nicht nur ein Recht auf offline mehr, eine Obligation auf offline und so weiter. Also so funktioniert es ja dann aber auch nicht. Wir haben alle guten Momente, wahrscheinlich, wo man ein bisschen Männer will schaffen oder wo man mal ein bisschen muss bloßen. Wir müssen aber ganz sicher, also wenn ich gucken auf alle Misch keine Wese aber dass du 40 Stunden wo aber ganz tags schon
echter Mittwoch überschrott als wie andere Woche dafür ja eng allgemein Reduktion von der Arbeitszeit das ging auch noch nicht wahrscheinlich Maps bringen da ging vielleicht schon ab verschiedener unzufrieden machen. Ja, also ich denke aber dass erstens mal Majorität von Leuten um da helfen und ich denke noch dass mir wenn man mehr wie 4 Stunden schaffen nicht soll so dass man Beispiel sehen und dass das richtig ist und so und ich denke schon dass es gut wäre auch darunter zu schaffen und dem droit à la déconnexion bisschen zwänger Obligation à la déconnexion und ich meine das früher und Leute 7 D auf 7 geschafft und 6 D auf 7 geschafft da steht drin gesagt das ist unmöglich nach Mann zu schaffen das ist gar nicht dankbar die Entreprise von den Lusch kein Leute so da waren Leute nach Mann schaffen dann wird die Ökonomie vielleicht auch Probleme für zu funktionieren respektiv kann ja haut effektiv neu Wege gehen die 4 Jahre noch nicht gehen also für so immer effektive schaffen da gerne 80% an schaffen dann zum Beispiel in der Woche nicht anschmengen do man ist bei der Flexibilisierung natürlich nicht obligieren mehr incitieren für so zu schaffen. Das Thema wo ich wollte an der Work-Life-Balance drauf kommen das war schon immens viel Frauen am Leben beginnt die eben bestört waren und da ganz lange nicht geschafft und 10-12 Jahre bei der Kanner blieben sie an der Bemol als dann der Ménage an Brüsch gegangen anschmengen da sind wir dann auch bei der Pauvreté von den Monoparentoren weil lang Prä bezahlen oder lang ein Loyer bezahlen das natürlich mehr schwer wie zu 2 ein Loyer zu bezahlen und es schon ganz viel der Fall gesehen von Frauen die egal wie eng Abcht ugeholt hätten dat war plus nach no Jahr 2000 die hun da die ganz informatische Revolution do verpasst Computer im Büro installiert gesinn und so weiter anschmengen dat muss ich auch evitieren dat muss de Frau so auch bleibt am Arbeitsprozess auch von der Erstunden zurückschrauft oder bleibt irgendwie am Arbeitsprozess nicht aufhängig zu machen. Absolut. Wir verteidigen, dass Frauen und Männer sollen weiter schaffen. Wir verteidigen mir so nach Ort muss es schwer sehen. Wir wollen keine wieder da den nach der dann imposieren, wenn eine Frau für sich die Schwer trifft und sich im Leben aus dem Berufsleben rauszutreten, da soll das doch möglich sein und da soll als Gesellschaft das doch können akzeptieren und da muss als Sozialpolitik auch so gestaltet gehen, dass es möglich ist. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass wir auch der Meinung sind, dass Frauen müssen können schaffen und auch hier Unabhängigkeit können zu garantieren, dafür nicht Situationen zu gerade, wie es du beschrieben hast. Das ist schon ein wichtiges Element auch von unserer Programmatik, wo wir so die die Frau hat hier Platz im Arbeitsmarkt genauso wie der Mann und alle Plätze und alle Posten und das ist natürlich von der Gleichheit, die ist wichtig. Das Arbeitsstand für dich schüsst so ein Übel für ein Pai zu kriegen oder als Arbeit vielleicht doch etwas, wo ihn sich selber verwirklicht, wo ihn neue Leute kennenlernt, wo ihn etwas zu erzählen hat. Als Arbeit immer etwas Negatives. Nee, auf keinen Fall. Ich meine, gerade Arbeit soll Spaß machen. Im Idealfall kann ich, wie mir das tun, als Engagement mit der Arbeit verbannen, sodass ein bisschen den Hobby zum Beruf geht. Das ist noch nicht, ich sage, möglich. Mit soll man so gestalten, dass ich da die beste mögliche Zeit kann verbringen, die dran ist. Dafür muss ja aber nicht unbedingt etwas Negatives sehen. Nee, gar nicht. Ich will auch so, du machst ein Temps partiels froh, negativ, positiv. Ich denke, an das ist ja eine Situation, die wir haben. Und das merkt man auch an unserer Etüde-Qualität vor. Das ist interessant, du siehst so viel Prozent und schon Zöllen und in dem Kopf von den Leuten, die Temps partiel schaffen, die wilden einen Temps plan, die haben kein Mensch geht an ihrem Betrieb. An so viel Prozent von den Leuten, die Vollzeit schaffen, die wilden von Männer schaffen, an die kein Mensch geht, okay. So das Maestro muss stellen, war das du noch freiwillig, war das eine Incitation, war das eine Sanktion, war das ein allgemein philosophisch froh, dass man so nicht mal auf vielen Terrain können stellen und noch ausdiskutieren. Ich meine, wir sind als eins. Wenn die Leute gut auf ihre Arbeit gehen, wenn sie da die bestmöglichen Rahmenbedingungen haben, dann hast du dann gut sagen, dann ist das wichtig für die Ökonomie, wichtig für die Entreprise, wichtig für die Leute. Die Definition ist eben, wen geht es ihnen gut, aber wie suchst du für oder wie kriegen wir die Situation so bestmöglich gestaltet? Also das ist fett, dass an der Kaffeespause die hätten wir können nicht Pause nennen, aber wahrscheinlich wir könnten den ganzen Tag weiter diskutieren, weil es ging mal nur nach 30 Themen auffallen, über Krankschreibungen und so weiter. Also wir sind aber schon über der Zeit von unserer echten Kaffeespause. Dafür ging ich dann aber proposieren zur Konklusion zu kommen und dann hoffentlich nicht ein Kehr
uns an diesem oder eng andere Kader zu begehen für weiter zu diskutieren, weil ich fand das ja so wo ihn effektiv dann auch weiter können mal null dann an bisschen guckt Sache bei ihnen zu kriegen, weil Lesungen sie auch nicht immer gerade so einfach wie in der Stadt hast du vier stellt dann als Schlusswort Nora du gehst Chefin von MoGBL vielleicht das ist Kongress, du warst schon Chefin von der Chambre des Salariés was ändert sich an dem Leben? Alles nee, also mein Beruf hat sich natürlich ganz geändert mit der Präsidentin an der Chambre des Salariés und der Generalsekretariatschaft vom MoGBL allein den Inhalt von meiner Arbeit hat sich geändert für den Rest. Nein, an dem Sinn, dass du da nicht so viel gut Rotschläge gehen oder sind aber weil du pass aber die echt Frage wie hast das dann du mit den Männern rundherum sind die aber permanent nach am Gang dich bisschen so wollen paternalistisch zu begleiten oder lassen sie dich laufen das ganz echt mir das wirklich genial flott wird lebt eigentlich weil sie los immer Autonomie aber an das also den 2 Plätzen hunisch ganze Kippen haben und die mega gut funktionieren die mal alle Unterstützung gehen die nicht immer zweifeln an so an also mans Gefühl gehen dass sie wirklich leben an mal vertrauen an damit 4 Gänger für die zwei Personen mal unzuschwätzen die Hunden sich also ich kann wirklich nicht genug dankbar sein für alles was man mal auf den Weg gehen und gleichzeitig mich so frei entwickeln lassen an der Rolle das schön ich freue mich für zusammen ein Projekt zu schaffen zu 3 dich natürlich mit ihr entweder als Chambre des Salariés oder als Gewerkschaft auch zusammen mit dem Patron ich meine die letzten 5 Jahre gewesen dass wir das können wenn wir das wollen dass wir ganz flott Projekte können zusammen realisieren am Sinn von den Salarien ja auch am Sinn von den Entreprisen anschmengen dat soll man immer am Hankat behalen für wemer schaffen auf die Welt schaffen nämlich für Menschen hier am Land Menschen alle gut in der Tisch egal auf enger Seite vom Büro sie da vielleicht sitzen und schmengen dass der dann ein ganz flott zu summen nach die nächste Jahr ich freue mich auf jeden Fall drauf. Merci, Nora. Merci. Merci auch. Merci.